Herzlich willkommen zurück da bei Retrocache. Sinnlose Let's Plays und wir können mal noch schauen, ob wir da noch mit jemandem reden könnten. Der hat noch etwas zum Erzählen. Die Nachrichten werden immer schlimmer. Wie könnt ihr nur immer wieder in den Kampf ziehen, ohne den geringsten Gedanken an eure eigene Sicherheit? Irrsinn. Es muss getan werden. Okay. Ja, sonst haben wir glaube ich mit allen mehr oder weniger geredet. Die Geschichte, haben wir den nicht gelassen. Ja, ich meine, die haben wir mal gelassen. Nachdem König Leorik wahnsinnig geworden war, hat in dieser Gegend lange Zeit niemand gelebt. Dann wurden Abenteurer von Geschichten über die Reichtümer angelockt, die sich in der Kathedrale befanden. Neu-Tristram wurde gegründet, als ein paar reisende Händler beschlossen, sich hier niederzulassen, um Waren an diese Abenteurer zu verkaufen. Es ist schnell gewachsen. Gutes Ackerland in dieser Gegend. Naja, bevor all das hier angefangen hat. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Hast du? Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für Sieht dich. nicht so aus. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir bleiben bei dem, was wir haben. Soll ein König kommen. Und dann darf der Moistag wahrscheinlich noch einmal den ersten richtigen Aufgabe stellen. He? Garten der Kathedrale. Messen wir da hin. Die haben wir doch auch schon mal aufgemacht, ne? Egal. Da hinten sind wir doch auch schon durchgelaufen, ne? Ja, gemeint schon. Okay. Wir kommen jetzt genau da hier, wo wir das letzte Mal mit dem Onkel raus sind. Da hat es eigentlich noch nichts mehr rumgehabt. Nein. Wenn wir retour. Nicht mit so ein Wunder. Ja, theoretisch ein Retour. Okay. Wo immer da etwas nützt und der Gegner wiederum sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Dann wollen wir jetzt in die Ebene 2 von der Kathedrale. Okay. Und nie hin, das ist mal schön. Und da sind schon die ersten Gegner oben. Ich werde das nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das Gemetzel geht weiter. Okay, jetzt war schon noch richtig durch, aber ich möchte mal noch ein bisschen umschauen, was sonst noch hat. Da. Diese Kreatur muss sterben. Noch nicht bereit.
Das werde ich nicht tun. Aua. Unmöglich. Auf keinen Fall. Also nicht mal gleich die Stärke gerade direkt rauf können. Ich brauche mehr Zeit. Und da oben hat es nichts. So, ich werde mir Mühe geben, dass ich probiere in dieser Folge mal ein bisschen mehr zu reden, zu labern. Weil in der letzten Folge bin ich meistens sehr ruhig gewesen und das mal erzählen wir halt einfach irgendein Zeichen, oder? Meine Hiebe vernichten euch. Das werde ich nicht tun. Das kann ich nicht. Mehr Wut. Unmöglich. Das kann ich nicht. Das werde ich nicht tun. Okay, Gemetzel. Da ist jetzt... Da daher. Nicht so viel Schlaues, gut. Ich weiß nicht, auf welche Seite das ich soll, aber ich bin auf die Seite da, oder? Das geht noch nicht. Warum geht das denn noch nicht? Okay, das wird viel. Also gehen wir zuerst mal da hinten auf die andere Seite. Vielleicht hat es ja noch etwas, wo wir könnten brauchen. Ich brauche Wut. Doch nicht bereit. Dies wird ein guter Kampf. Auf keinen Fall.
Ja, Inventar ist begrenzt. Okay, hättest du mir da vorher mal können sagen, nicht? Da jetzt auch Wand gehabt. Wo wir die Gegner ein bisschen schneller platt machen damit. Da ist nicht so viel Schlaus. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Ja, und dem Fall ist er überlebt, sonst hättest du es auch nicht aufschreiben, vermute ich mal. Also da hinten jetzt nicht mehr. Inventar ist begrenzt, das heisst. Und schauen wir mal etwas Schlaues überkommen haben. Rüstung. Ein bisschen mehr Leben pro Sekunde, da könnte ich wahrscheinlich brauchen. Da wird noch etwas Schlaues, da wird noch etwas Schlaues, da noch etwas Schlaues. Theoretisch ja, aber das Zeug ist gesperrt, frage mich nicht wieso. Okay. Dann dürften wir jetzt auf die richtige Seite gehen. Da noch etwas Schlaues. Jetzt ein paar Wegner, aber schlau. Der Schlau ist, sei mal dahingestellt. Sicher mal noch da oben schauen. Da könnten wir die Wand kaputt machen. Da auch nicht, nein. Ja, dann gehen wir halt mal im Pfeil nach. Das geht noch nicht. Okay. Das tut uns weh, hä? Jetzt noch weiter. Gemetzel, Gemetzel, Gemetzel. Ebene 3. Hey, wie viele Ebenen hätten die Kathedrale? Haltet eure Zauber aufrecht!
Gewalt ist unser Werk. Ave Magistros, Ave Registros, Ave Leodastus, Ave Eure Magie wird schwächer. Nicht genug Wut. Ich bin frei. Nun, zurück zu meiner Mission. Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden. Und ich werde euch reich belohnen. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich komme, den Skelettkönig zu töten. Ich ebenso. Das soll einfach so glauben. Ja, immer der beim Vertrauen, weiß jetzt noch nicht, aber der wird sich wahrscheinlich noch im Verlauf von dem Spiel noch zeigen. Da wäre einer, der da noch ein bisschen wütern. Da jetzt mal nicht. Wie heißt dich denn du? Redest du nochmal mit? Nein, redest du nicht nochmal mit mir. Okay. Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Ich bin hier, um es herauszufinden. Hier entlang. Da sind meine Waffen. Jetzt werde ich mich beweisen. Mehr Wut. Noch nicht bereit. Er ist frei! Er darf sich nicht bewaffnen! Unmöglich. Vulkatos lächelt auf mich herab. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ne. Ich weiß, dass Templer vertrauenswürdig sind. Wir kämpfen Seite an Seite. Okay. In dem Fall können wir da vertrauen, ja? Hätte ich nicht gedacht, aber... Ah, Wegpunkt. Soll ich mal das Zeug noch gehen? Nein, ich kann das Zeug nicht verkaufen. Inventar ist so... Ah. Ja, mal kann man gerne rasch das Zeug verkaufen. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren könnten.
will ich nicht. Den behalte ich mal. Den will ich nicht. Den will ich nicht. So, dann hätten wir mal ein bisschen losgebracht, wenn sie uns schon sagen, dass der Inventar beschränkt ist und etwa bis jetzt ein paar, wo besser gewesen wäre, glaube ich, gell? Wie spielt da? Ja. Gut. Gehen wir da wieder runter zum Tempel, der wartet da schon auf uns. Finde ich nett. Da oben weiter und dort hinten hat es nichts mehr. Gut. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Also wird noch etwas Schlaues. Ihr wart ein Templer yonder. Wie konntet ihr diesem Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Einverstanden. Wohlanden, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Was? Ja, ja. Gegen wen sollen wir heute kämpfen? Ich darf mal dabei bleiben. Das kann man ja brauchen.
Ebene 4. Komisch, aber wahr. Ich brauche Wut. Die Vorfahren sind mir. Ich brauche mehr Zeit. Ich möchte mich da... Wohin sollte ich mich verbessern? Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Aber ich habe den Überblick verloren. Schön, wenigstens nur ich. Und zuerst mal da runter. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen, und ich drohe ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Was ist das? Sind wir jetzt im Labyrinth, in dem Fall. Okay, da kann ja heiter werden. Also gehen wir zuerst mal da durch. Volkatos, führt meine Hand. Mehr Wut. Gemetzel, Gemetzel, Gemetzel. Volle Pisse raus. Drücke die Hölle Und bleib dort. Oder so. Also. Auf dieser Seite 9 war, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite schauen, ob dort auch 9 ist. Die Vorfahren sind wir. Das geht noch nicht. Da hinten geht es sicher weiter. Also, gut. Und das eine oder das andere Skelett, das kann klettern.
gerade ein bisschen überrascht, dass ich über das Geländer abjucke, aber... Okay, da funktioniert nicht. Auf keinen Fall. Nicht genug Wut. Führt meine Hand. Da werden viel, okay. Welche Fertigkeit soll ich mir aneignen? Da ist du mir gleich, mach was du willst. Was heisst da, ich könnte da einen Begleiter? Also kann ich auch noch ausrüsten. Genau richtig. Hiebe vernichten euch. Ich weiß, dass da hinten der Pfeil gewesen wäre, aber ich möchte mal noch schauen, ob wir da noch irgendetwas Schlaues überkommen. Und vor allem wieso, dass man überhaupt dahinter können. Würde mich auch wundern, ne? Aus. Okay. Spitze etwas ist rum gewesen, aber nicht allzu viel Schlaues. Zumindest immer wieder ein paar Gegner abgemetzelt, was sicher wieder mal abgeben. Sie ist nicht mehr gestorben.
Ja, ziemlich viel Untote. Und viel auch sonst zum Anschauen. Zwischendrin kriecht irgendwo mal wieder einer raus und zwischendrin. Eine ruhmreiche Entwicklung. Akan sammelte die frommsten, ehrgeizigsten und kämpferischsten Zakarom-Gläubigen um sich. Er lehrte sie, die Macht des Lichts zu nutzen, wie es auch die neuen Paladine lernten. Doch diese Rekruten, diese Kreuzritter, gewannen einen Einblick in die Urkräfte der Zakarom, wie ihn kein Paladin je erhalten hat. Es haben sich Mächte gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Hier werden wir es nicht finden. Weiter. Okay, Teil 3, aber da heißt eigentlich, sind wir den irgendwie. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Wut. Und viel spritzendes Blut. Da haben wir, glaube ich, mehr rundherum laufen. Ich glaube, da hätte man auch theoretisch irgendwo von einer anderen Seite mal hinkommen. Aber vielleicht meine ich es auch nur. Tempelritter haben wir jetzt vor den dritten Teil gehört, haben wir den ersten und zweiten schon mal gehört. Ich habe mich verlaufen im Moment. Als die Kreuzritter alles gelernt hatten, was sie lernen konnten, entsandte Akan sie in die Welt. Sie sollten einen Weg finden, den Glauben der Zakarom von der Verderbnis zu reinigen, die sein Herz ergriffen hatte. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel, und manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei und ihr Auftrag nie erfüllt werden könne. Doch die Kreuzritter ließen sich nicht beirren. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich am Anfang war. Da sind wir hergekommen ursprünglich noch einmal. Da sind wir jetzt im Kreis gelaufen. Und da wäre irgendwo der Weg gewesen. Da, wir wären eigentlich von Anfang an richtig gelaufen und ich habe jetzt aber noch einen kleinen Umweg gemacht in dem Fall. Oder will machen. Die
königlichen Krypten. So, also sollten wir uns auf den Kampf einstellen. Da wollen wir noch schauen, den Begleiter. Etwas geht, also vielleicht auch ein bisschen stärker ist. Das wird mir helfen. Ja, bitte. Und wir könnten dann mal noch schauen, was wir denn da haben. Das ist gut. Das kann ich noch nicht, das kann ich auch noch nicht. Ja. Ja, ich glaube, wir gehen es mal an. Ja, wir sind ein bisschen ruhig, ne? Die Mitte an, ich weiss. Aber ich möchte noch schauen, ob es etwas rum hat, wie meistens. Und ja. Oh nein, da geht auch etwas weiter. Ja, ist da etwas? Ich werde da aber nicht passieren, oder noch ein paar Geld kaputt hauen. Okay. Gehen wir doch zum Schwert, oder was auch immer ist. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Okay. Rückblende quasi. Und er denkt, ich muss kämpfen. Da sieht es aus, als ob wir Zäune müssen.
hat. Da oben sind wir, glaube ich, vor die Tür gelaufen. Schnell. Dann müssen wir noch weiter. Aber da oben hat es vielleicht noch etwas rum. Vierte. Weiter im Text. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Ich bin froh, dass uns das Schicksal auf diesem Weg zusammengeführt hat. Warum? Ihr kämpft sowohl mit Ehre als auch Leidenschaft. Ich weiß, dass in euch eine reine Seele brennen muss. Okay, danke fürs Kompliment. Volkatos, führt meine Hand. Ja. Ich hoffe, jetzt geht es langsam da wieder für verschiedene Speicherpunkte. Das ist immer schon nicht schlecht. Eine verzierte Tür. Okay, jetzt geht es ums Ganze. He? Mal schnell schauen. Krone, die müssen wir mir den anlegen, oder? Ja, dann würde ich sagen, dann wir uns da an. Ihr werdet mich niemals besiegen! Sicher. Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergab. Ah, okay. Sobald wir alle besiegt, dann können wir wieder über den. Da. Nicht viel Schlaues rum.
unmöglich. Ihr habt gegen mich keine Chance. Das kann ich nicht. Habt ihr schon Angst? Ja, da könnte noch ein bisschen länger gehen. Noch nicht bereit. Das werde ich nicht tun. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Die Gemessen einfach ein bisschen Haut drauf. Okay. Und das war's. In dem Fall schon. Waffe kann ich nicht aufnehmen von ihm. Der Krater. Der gehen wir uns noch anschauen in dieser Folge, wie ich meine. Ist schon eine überlange Folge. Ihr wart es, der vom Himmel gefallen ist? Ihr seid der Ursprung all dieser Zerstörung, und doch spüre ich an euch kein Übel. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Weshalb seid ihr hier? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Deckard Cain bringen. Er ist ein gelehrter Mann. Ich bin weit gereist, um herauszufinden, dass der gefallene Stern nur ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht weiß Cain, was der Fremde uns nicht sagen kann. Ja, und ich würde doch sagen, da wäre ein schöner Cliffhanger zum Aufhören und sagen, ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Freut euch aufs nächste Mal und man hört sich.